Das war jetzt meine Rolle vorher. Ich bin aber dem nach wie vor so neutral eingestellt. Also auch wenn ich vorher lang bei einem Major gearbeitet habe, bin ich halt jetzt wie so ein bisschen Free Agent. Das heisst, ich rede halt jetzt mit allen, die halt künstlermäßig etwas machen wollen. Idiom ist auch da. Winkt am Idiom zu. Idiom, bist am Recorden. Sorry, dass ich zu spät gekommen bin, aber Idiom ist ja mein hilfreicher Moderator und Screen Recorder. Ich wollte jetzt nicht nochmal ein Intro machen, so, aber das schneide ich nachher vielleicht irgendwie rein, wenn wir jetzt trotzdem am Recorden sind. Aber wir sind beim Thema Labels generell. Genau, ich bin aber okay, easy. Also das heutige Thema, einfach nochmal schnell als Recap, beim Collab-Podcast, für die jetzt einschalten oder das später sehen, gar kein Problem, Idiom, merci, dass du schnell dazugekommen bist, ist das Thema Labels. Ich würde das ein bisschen näher legen oder einfach eine Diskussion starten. Alles rund um Major- oder Indie-Labels oder generell, was es mit einem Musiklabel auf sich hat als Künstler und ob das irgendetwas bringt. Das wird man jetzt nicht mehr im Stream sehen, aber für die das später sehen, habe ich vorher ein bisschen erklärt, was ich zuvor gemacht habe als Product Manager bei der Warner und bin jetzt seit 1,5 Jahren oder ein bisschen mehr als ein Jahr fast bin ich jetzt selbstständig Consulting oder Musikberatung machen für halt Künstler, die wollen ja ein Level-Up machen oder auch grösser werden. Genau. Ich habe aber immer noch natürlich einen sehr guten Draht zu allen in der Industrie und eben, ich bin jetzt nicht biased oder versuche das natürlich jetzt möglichst neutral zu sagen, um ein bisschen beide Seiten aufzuzeigen. Aber es ist wie so der Versuch, den Künstler das ein bisschen näher zu bringen. So. Bei einem Major-Label, sowie auch bei einem Indie-Label, ich jetzt mal schnell darüber reden, weil ich habe das schon ein bisschen segmentiert, würde ich darüber reden, was wäre so die erste Schnittstelle, der erste Anlaufpunkt, wie man überhaupt mit einem Label ins Gespräch würde kommen. Und die erste Schnittstelle ist meistens ein A&R oder ein weiblicher A&R, so, es gibt keine weibliche Form davon. Aber A&R steht für Artist and Repertoire und das sind wie so Talent Scouts, kann man sich vorstellen. Die scouten auf der Straße draussen und halt denen ihren Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Künstler, die gesigned sind bei dem Label, wo halt A&Rs dafür geschaut haben, dass die zu dem Label kommen, dass die Künstler alles haben, was sie brauchen, um ihren Job zu machen. Oder um sich künstlerisch entfalten. Die Rolle von einem A&R, wo dich vielleicht würde angehen irgendwann einmal, oder man kommt halt ins Gespräch als Künstler oder Künstlerin mit einem A&R irgendwann. Das ist halt meistens wirklich die erste Abteilung, mit der würdest du zu tun haben, weil dann ihre Rolle ist es wirklich, ja, einen Vertrag abzuschliessen können mit einem Künstler und ist auch so das nächste Labelmitglied sozusagen, wo in der Nähe von einem Künstler ist. Weil es geht natürlich nicht nur um den Vertragsabschluss, sondern dass halt das Thema innerhalb von einem Label, egal jetzt ob man Indies anschaut oder Majors, dass nachher der A&R wie so der Mediator ist, vielleicht auch intern, um das Thema bei allen Abteilungen intern richtig zu positionieren und zu schauen, dass es halt läuft. Generell A&Rs, egal ob die Schweiz oder international, ist so eine kleine Anekdote, hat es halt immer ein bisschen eine Hassliebe gegeben, sage ich jetzt einfach mal, mit Künstlern oder Künstlerinnen. Also die Beziehung ist immer so ein bisschen mal besser, mal schlechter gewesen, weil es gibt halt Künstler, die gerne Input wollen von A&Rs und es gibt halt Künstler und Künstlerinnen, die den Input überhaupt nicht wollen. So, und dort, kann es halt teilweise dann Streitpunkte geben, wenn man jetzt noch nicht so recht weiss, wie die Personen ticken oder umgekehrt genauso, dass halt der Labelmensch könnte sagen, ja, wir wissen nicht so recht, wie der Künstler drauf ist, wenn man sich nicht so persönlich kennt, gibt es dort halt viel Reibung oder kann es viel Reibungspunkte geben, so, weil es gibt dann viele A&Rs, die natürlich auch musikalisch vielleicht wollen,
wollen irgendwie Input geben oder auch einfach helfen. Also, weil das ist in den meisten Fällen ist das wirklich einfach das Helfen. So kann man das interpretieren, pragmatisch gesehen. Und gewisse Künstler wollen halt irgendwie den künstlerischen Input und gewisse andere finden dann, nein, lass ich mache das lieber alles selber. So, und wegen dem sage ich so ein bisschen Hass, Liebe. Es gibt halt auch dort wiederum gute und schlechte ENRs. Und die machen natürlich nicht nur das, sondern schauen halt dann auch für die Release-Koordination und noch ganz viele andere Sachen eben intern halt bürgen. Aber genauso wie es Künstler gibt, die halt dort den Input wollen oder nicht, gibt es halt ENRs, die besser sind und ENRs, die halt eher ein bisschen schlechter sind. So. Es ist am laufenden Band, halt international sieht man das, aber auch national gibt es halt Leute, mit denen sich man mehr versteht oder halt nicht. Man muss aber schon ein bisschen dazu sagen, dass der ENR, also der Talent Scout von einem Label, dass es auch ein sehr schwieriger Job ist. So, das ist eine extrem schwierige Rolle. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen, was ein ENR ist, so, weil noch ein bisschen, der Idiom recordet da zwar, aber es ist noch ein bisschen Stille da. Es ist, wie gesagt, eine schwierige Rolle, die man bedienen muss, weil du wie so zwischen, wie sagen wir, Stuhl und Bank bist, auch amix, so als Talent Scout oder als ENR, weil du halt die Interessen vom Label vertreten tust, aber gleichzeitig willst du natürlich auch schauen, dass der Künstler, wo du gesagt hast, oder Künstlerin, dass es halt denen gut geht, so. Und man hat auch immer so ein bisschen das Saying gehabt, also der Spruch im Englischen, oder wenn man so die Ami-Musikindustrie angeschaut hat, dass eben, was macht sie jetzt gut oder schlecht an ENR, so, was macht jetzt die Arbeit gut oder schlecht, dass halt, man schaut sich halt dort meistens Durchfallquoten an, oder Trefferquoten, weil ein ENR ist nur so gut wie die Projekte, wo er oder sie signed und wo nachher erfolgreich werden. Und man hat immer so ein bisschen gesagt aus der Ami-Industrie, dass ein guter ENR, also du gehörst schon zu den 1%er, wo sehr gute ENRs sind, wenn du irgendwie so das Verhältnis einer von 10 Künstlern, wo du signst, wenn der funktioniert, dann gehörst du schon zu der Top-Liga von den ENRs, so. Soll euch mehr ein bisschen zeigen, was das Verhältnis ist, weil es natürlich viel mehr, also was heißt natürlich, aber es werden ja so viele Sachen gesagt, dass es teilweise auch mehr Flops gibt, als Künstler, die erfolgreich sind, oder Künstlerinnen. Man tendiert natürlich dazu, dass man nur die erfolgreichen Themen sieht. In so einem Kontext. Also, weil die halt an der Oberfläche gespült werden. Aber der ENR ist halt dann für Signing verantwortlich, also für den Künstler oder die Künstlerin, die da unter Vertrag genommen worden ist. Und natürlich auch für alles, was danach passiert mit den Releases und halt vielleicht auch am musikalischen Werdegang, helfen da ENRs halt mit, eben wie gesagt, für Künstler, die halt das wollen oder nicht. Aber das wird in den meisten Fällen, ist das so die erste Schnittstelle, wo man hätte zu einem Label. So einfach aus dieser Perspektive, dass man das jetzt ein bisschen fassbarer machen kann. Ein wichtiger Punkt aber dazu, wo ich gerne mal immer erwähnen in dem Kontext, ist, dass egal ob du jetzt ENRs oder Label-Leute jetzt dort hättest, die Interesse an deiner Musik haben, ist immer noch das Allerwichtigste, dass man als Künstler und Künstlerin, das sage ich auch allen, mit denen ich halt rede, irgendwie geschäftlich zu tun habe, dass man halt eine eigene Vision hat und eine eigene Qualitätskontrolle auch macht. Was heisst jetzt Qualitätskontrolle? Dass man wie so ein Team um sich herum hat, oder sei es jetzt dein Produzent, deine Produzentin, oder deine Leute, mit denen du Musik machst, und das halt schon, bevor überhaupt irgendetwas umgeschickt wird an irgendjemand, ob das jetzt Labels sind, oder ob das nachher veröffentlicht wird, dass schon innerhalb vom Artist-Team du eine hohe Qualitätskontrolle hast. Und der Anspruch ist halt mal so, weil da könnte man sich jetzt darüber streiten, in der Schweizer, weil wir es gerade beim Dawil vor wegen Schweizer Rap hatten, dort bei der Radiopromo, die wir gemacht haben,
können wir sich jetzt darüber streiten, ob die Qualität zum Beispiel schon dort ist, wo sie sein sollte. Aber vielmal ist es halt auch schwierig, als Künstler, glaube ich, dort so ein bisschen selber können distanziert das anzuschauen und überhaupt sich die Frage zu stellen, okay, ist meine Musik überhaupt gut genug? Und genau in so einem Kontext können natürlich dann so A&R-Experten oder Expertinnen helfen, weil das halt eine unabhängige Meinung mehr ist. Dennoch finde ich, ist es halt ganz wichtig, weil ich das immer so ein bisschen von vielen Seiten höre, ist es ultra wichtig, dass man halt eine eigene Vision dort hat. Weil wenn man das nicht so hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich sehe eben jetzt nicht, wer neu dazu joint ist, aber für all die jetzt da zuschauen, danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt und sonst seht ihr den Stream nachher auch noch auf YouTube oder auch 24 Stunden danach auf Instagram. Aber ja, die eigene Qualitätskontrolle und das eigene A&Ring sozusagen, also ohne dass du überhaupt Label-Leute hast dort oder Leute, die dir helfen, dein eigene A&Ring muss halt extrem gut sein. Und für so etwas brauchst du halt auch Leute um dich herum, die nicht Ja-Säger sind. Das ist halt auch so ein einfach, dass man dort halt mal reinrutscht in so etwas, dass du halt einfach auch Leute um dich herum hast die ganze Zeit, die halt sagen, ja, Fire, finde ich alles geil, was du machst. Alles ist geil, so. Aber um diese Diskussion soll es gar nicht gehen. Es soll mehr darum gehen, dass du kritische Leute hast oder Leute, die das wirklich unabhängig, distanziert können anschauen und nach dem 200. Mal hören auch dir einfach ein bisschen andere Meinung können geben als das, was du zum Beispiel in deinem Camp hörst oder in deiner Gruppe. Aber ja, in diesem Kontext eben Labels, weil es um das Thema heute geht, bei dieser Folge, ist meistens der A&R-Mensch, der Talent Scout, so die erste Person, wo man wahrscheinlich würde ins Gesicht bekommen. Wenn man jetzt es geht auf beide Wege, wenn man jetzt als Künstler oder Künstlerin Interesse hätte, mit einem Label zusammenzuarbeiten, oder umgekehrt, wenn jetzt ein Label Interesse hätte, mit dir zusammenzuarbeiten, dann ist das meistens irgendjemand, der sich halt ums A&Ring kümmert dort. Genau. Um das jetzt noch ein bisschen fassbarer zu machen, um das jetzt noch, das Bild, was eigentlich in einem Label zu und her geht, weil ich die Frage ganz oft höre, was passiert denn eigentlich alles? Frau Blum fragt, wie bekommt man aus Ihrer Sicht am besten A&R-Demo-Tapes, E-Mails, Auftritte? Aus Ihrer Sicht am besten A&R, okay. Also wie kommt man überhaupt auch ein bisschen auf den Radar von A&Rs? Und sie fragt halt, ob das jetzt E-Mails, Demo-Tapes, Auftritte sind. Spontan gesagt, und merci auch für die Frage. So, stellt ruhig Fragen, wenn ihr das jetzt irgendwie seht, oder im Nachhinein auch gerne über DMs. E-Mails, von diesen 3 Sachen jetzt spontan. E-Mails hast du wahrscheinlich die kleinste Chance, um irgendwie auf den Radar zu kommen von A&Rs, weil auch A&Rs von grösseren Labels oder auch von kleineren Indie-Labels, die haben damit so viel zu tun, dass die Demos, Einsendungen per E-Mail, dass die praktisch gar nicht angeschaut werden. Also sie werden zwar angeschaut, sorry, das wird jetzt auch nicht so irgendwie verallgemeinern, aber man hat so wenig Zeit in dem Büroalltag, so ich habe es jetzt auch kennt vorher als Product Manager dort im Büro, man hat halt so wenig Zeit, man schaut sich halt das nur so beiläufig an. Und es ist halt sehr schwierig, glaube ich, dass man nachher jemand via E-Mail jetzt wird begeistern dafür, am Ende Rande vom PC, dass es jetzt geiler Sound ist. In der Regel ist halt leider dann ein bisschen so, muss man sagen, die harte Realität, wenn halt geil genug wärst und relevant bist für die Schweiz, egal ob du jetzt ein Newcomer bist, die etablierten sowieso, wenn du jetzt ein Newcomer-Künstler oder Künstlerin bist, dann wirst du irgendwann automatisch auf dem Radar sein. Von gewissen Label-Leuten. So. Das passiert völlig unterschwellig teilweise oder eben wie halt Frau Blum da gesagt hat, Auftritte, vor allem dort. Wenn es nicht über E-Mails ist es halt so, dass die meisten A&Rs, weil es halt den Talent Scout Mindset haben, sind ja ganz viel bei Konzerten. Und wenn er dort jetzt so Personen sind, weil da ein Cine und andere noch schnell reingegüchselt haben, die halt viel live spielen,
ist halt dort auch so ein bisschen ein Grundsatz immer gewesen, so ein Label-Grundsatz. Passt einfach immer auf, dass ihr alles gebt bei so Live-Shows, weil ihr wisst nie, wer dort ist. Also auch bei 30 Nasen könnte sein, dass irgendjemand dort in der Crowd ist, der halt eben ENR-mässig vielleicht irgendetwas mit einem Label zu tun hat. Und wenn man dann gerade einen Abend gehabt hat, wo man schleifen lassen hat, weil man findet, ja, okay, man ist jetzt ein bisschen bequem geworden, dann könnte das vielleicht die Chance gewesen sein, dass du den ersten Eindruck halt vermasselt hast. So, weil dich jemand halt live schauen ist. So. Darum würde ich sagen, weniger so mit Demo-Einsendungen oder mit E-Mails. Aber wenn es so wäre, dass du jemandem Musik schickst, dann heutzutage muss man auch fast schon penetranter sein. Sprich, Nerven. Also Nerven, wenn du jetzt halt gute Songs hast. Wenn du jetzt wirklich das Gefühl hättest, du hast gutes Material, das dort angehört, zu dem Label, das du anschreibst, und du findest so, ey, die sollen halt mit mir zusammen bügeln oder arbeiten, dann reicht für mich ein E-Mail jetzt nicht aus dieser Perspektive. So, wenn man das jetzt so fragt, sondern eher ein Telefon in die Hand nehmen, oder, wir haben das auch schon gehabt, so, mit eben der Kollegin, die ich da zitiere, jetzt bei dieser Frage, wo wir vorher eben zusammen gearbeitet haben bei der Warner, dass teilweise Leute vorbeigekommen sind. So. Hat man das jetzt als wichtigere Musik angesehen? In gewissen Momenten, wenn du jemanden richtig verwünschst und die kommen vorbei, kann es halt sein, dass man in dem Moment vielleicht gerade eher Zeit hat, um halt etwas anzuschauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du da einen Freestyle sollst gehen, vor Labeltüren sollst klopfen und da spontane Freestyles sollst machen. Das sollte schon ein bisschen geplant sein. Aber man kann ein bisschen davon ausgehen, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass die meisten ENRs, wenn du halt gut genug bist, dass du markttechnisch relevant bist, dass die dich schon auf dem Schirm haben. So. Die sind auch alle auf Instagram. So, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die alle einen Instagram-Account haben und dass sie sich dort Sachen anschauen. Aber ich kann noch schnell ein bisschen euch mitgeben, was es alles für andere Abteilungen noch gibt. Aber merci für die Frage übrigens. Dass das ein bisschen fassbarer ist. Nebst der ENR-Abteilung. Was gibt's jetzt so, eben, was ist in so einem Haus, in so einem Labelhaus? Ich bin da eher von einem grösseren Label ausgegangen, also von einem Major-Label. Aber die Abteilungen gibt's mehr oder weniger auch bei kleineren Indie-Labels. Das ist eigentlich das Prinzip bei allen Labels mehr oder weniger das Gleiche. Aber das sind ein bisschen folgende Abteilungen, mit denen Künstler sonst auch noch Kontakt hätten bei einem Label. Also es sind jetzt explizit eher Abteilungen, die ich da erwähne, wo jetzt Künstler auch mit denen zu tun hätten. So. Und das sind ganz viele, die man da könnte nennen. Aber so die wichtigsten, mit denen man als Künstler bei einem Label auch noch irgendwie zu tun hätte, wären sicher mal die Promo-Abteilung. Alles, was mit Promotion zu tun hat. Zudem gibt's übrigens auch auf YouTube Shameless Plug. An der Stelle gibt's dort auch eine Folge über Mediaarbeit und Promotion, wie man das selber machen kann als Künstler. Aber ja, die Promotion-Abteilung oder ein Promo-Manager. Mit dem hat man als Künstler oder Künstlerin auch noch oft Kontakt, natürlich, weil ein Promo-Manager bei einem Label halt dafür zuständig ist, dass das Projekt, das gesigned ist, der Künstler, dass das gegen aussen kommuniziert wird. Und das ist, wie das vorher jetzt das Beispiel war, wegen dem bin ich jetzt ja auch ein bisschen spät gewesen, die Radiopromo, die wir da gemacht haben in Zürich, mit dem Davil, die ist halt auch über das Label aufgesetzt worden. Und all die Koordination, das macht halt meistens die Promo-Abteilung, alles was mit Medienarbeit zu tun hat. Dann hat es die Marketingabteilung und bei der Marketingabteilung ist halt eben der Product Manager oder die Product Managerin meistens. Bei ganz grossen internationalen Labels, also in anderen Ländern gibt es halt dort so Marketing Manager, dort sind es dann wie so einzelne Stellen. Aber in der Schweiz ist das in der Marketingabteilung meistens der Product Manager, wo dann eben die Rolle, wie ich das vorher schon erklärt habe, spielt, dass das so ein bisschen die Projektkoordination ist, so alle Infos und alle Release-Pläne und Marketingpläne, die werden halt dann vom Product Manager gemacht. Und das sind dann meistens die Personen, die alles im Blick haben zu einem Künstlerprojekt. Darum hat man auch vielmal auch als Künstler oder Künstlerin mit denen zu tun, weil das wieso, dort fließt halt alles rein. Auch die anderen Abteilungen, die ich da jetzt werde nennen, fließen alle dort
in Product Manager rein, sozusagen. Dann gibt's die Abteilung Sales und Vertrieb. Das ist auch ganz einfach erklärt. Das sind Key Account Manager, nennt man die. Die gibt's aber auch in allen anderen Marketingstrukturen oder Unternehmen. Das sind Verkäufer von den Labels. Ein Key Account Manager ist dafür da, oder die Sales-Abteilung, also die Verkaufsabteilung von einem Label, ist ganz einfach dafür da, dass alle digitalen Händler, oder früher sind es noch ein paar physische Händler gewesen, aber die sind jetzt leider irgendwann einmal nicht mehr existent in der Schweiz, so. Die sind dafür zuständig, dass alle Händler, egal ob physisch, digital, aber vor allem digitale oder Streaming-Händler, dass die Ware, also das Produkt, das kann halt ein Release sein von dem Künstler, ein Single oder ein Album oder ein EP, dass das Produkt im Handel so gut es geht ausgeschöpft wird, beziehungsweise so gut es geht gefeatured wird. Das sind halt Verkäufer von den Labels, die das machen. Das heisst, die reden auch mit den Digitalhändlern und sorgen dort dann dafür, dass es halt im Idealfall ganz gute Features bekommt, so bei den Streaming-Anbietern. Für das ist eigentlich die Sales-Abteilung da, aber insgesamt einfach zum halt die schauen halt darauf, dass halt Umsatz gemacht wird. Ja, das ist halt am Ende vom Tag immer noch das Business, Labels oder die Musikindustrie, darum heisst es ja Musikindustrie oder befassen wir uns da mit Musikbusiness bei dem Podcast. Aber die schauen halt, dass der Umsatz nachher stimmt und dass das Projekt, wo man pusht, dass das halt auch einen gewissen Wert reinholt oder Geld einbringt, einfach gesagt. Genau, das ist die Sales-Vertriebsabteilung. Dann gibt's in den meisten Fällen mittlerweile, wo ich noch angefangen habe, hat es das noch nicht so gegeben als einzelne Abteilung, aber mittlerweile in der Schweiz gibt's jetzt auch Content-Abteilungen, Content- und Social-Media-Abteilungen. Social-Media-Manager hat es schon länger gegeben, natürlich, wegen Instagram und Co. Aber ein Social-Media-Manager oder ein Content-Manager heutzutage bei einem Label tut sich halt das Ganze, kümmert sich bei einem Künstlerprojekt um das ganze Auftreten auf Social Media oder auch dort die Kommunikation. Die sind halt eng vereint auch mit der Promo-Abteilung, weil die halt schauen, dass die Kommunikation muss stimmen, wo man halt auf Social Media macht und auch in den Medien. Und der Content-Teil von dieser Abteilung ist halt dazu da, dass man halt vielleicht irgendwie teilweise einen Filmer gestellt bekommt oder irgendwie einfach neue Content-Sachen macht, wo ein Label könnte helfen mit ihren Ressourcen. Social Media mäßig als Manager, das ist jetzt recht selbsterklärend. Die schauen halt dann einfach, dass es auf den Social Media Plattformen klappt oder funktioniert, das Thema, logischerweise. Genau. Dann gibt's noch eine Katalogabteilung. Die sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr wichtige Abteilung. Ich gehe jetzt da nicht mega rein in das Thema, weil ich eigentlich eine andere Episode mal dazu machen. Aber ein Katalogmanager, müsst ihr euch vorstellen, ist wie so dazu da, dass der Katalog von einem Künstler oder einer Künstlerin noch geschaffen wird. Was ist jetzt Katalog oder was ist Catalog, so auf Englisch? Das ist in der Regel, ich weiss nicht, ob sich die Zeiten ein bisschen verschoben haben, aber alles nach plus minus 18 Monaten, so ist schon mal der Richtwert gewesen, wo ich noch irgendwie bei einem Major geschafft habe, oder bei einem Label generell. Alles nach 18 Monaten gilt das als Katalog von einem Label. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, irgendwie Künstler, internationale Künstler X, ohne jetzt den Namen zu nennen, released neue Songs, aber die haben schon einen riesen Katalog vorher gehabt, wo sie halt im 2018, 2017, 2016 auch Songs released haben, dann ist die Katalogabteilung dafür da, dass halt die schaut, dass noch die 2016 Songs auch noch laufen. Und dort, Fun Fact, oder halt dann der Side Fact natürlich, dort kommt natürlich mehr Geld rein, in den allermeisten Fällen mit dem Katalog, machen halt viele Labels, wenn nicht alle, den grössten Teil von ihrem Umsatz. Weil wenn du dort schon 15 Alben released hast, oder du hast 10 Alben released als Künstler, dann hast du natürlich auch neue Sachen, die du vielleicht releasest, die in diesem Jahr rauskommen, in diesem jeweiligen Jahr. Aber all deine alten Sachen werden halt auch gestreamt. Die werden auch noch alle konsumiert, so, wenn man einen guten Job gemacht hat.
Und wenn nicht, wenn man das in Erinnerung rufen muss, für das sind halt dann die Katalogleute da. Das sind wie so ein bisschen die Geister, die dort im Hintergrund arbeiten, die halt dann ab und zu noch ein bisschen, so ein bisschen dir die Info geben, übrigens, der hat auch noch ein altes Album oder ein altes Projekt, der Künstler oder die Künstlerin, wo auch genial ist, das sollte man auch anschauen. Und die machen eher Kommunikation nachher mit alten Releases. Genau, das ist eine Katalogabteilung. Und dann gibt's noch, wenn man dann jetzt in Deutschland würde schauen, Frankreich und so den umliegenden Ländern, wo halt die Labels ein bisschen grösser sind, die Majors vor allem, oder gewisse Indie-Labels, die halt grösser sind, gibt's halt noch ein paar Abteilungen, die dort noch ein bisschen grössere Rolle spielen. Zum einen ist das zum Beispiel eine CRM-Abteilung. Oder CRM steht für Customer Relationship Management. Könnt ihr einfach mal googlen. CRM, Marketing, was das ist. Wird auch unterschätzt natürlich, aber das sind die Managers bei diesen Labels, die sich um die Fan-Communities kümmern. Und dass die halt bewirtschaftet werden. Das sind auch eher, die fühlst du nicht, die sind eher im Hintergrund, die Personen. Aber nichtsdestotrotz halt eine hure wichtige, essentielle Abteilung, weil halt dort bei grösseren Künstlern, auch internationalen Künstlern, halt riesige Fanclubs teilweise im Hintergrund sind und ein CRM-Manager macht genau das den ganzen Tag. Halt sich irgendwie mit der Community auseinandersetzen oder halt mit Fans kommunizieren, wenn das ein Künstler nicht macht, so. Der Künstler ist natürlich wichtigerweise halt mehr dafür zuständig, das zu machen. Aber für das gibt es sonst auch noch CRM-Abteilung. Dann gibt es noch andere Abteilungen, die genauso wichtig könnten sein. Zum einen ist das die Licensing-Abteilung, die Lizenzabteilung. Die kümmert sich um Lizenzen, die sie vergeben an Songs. Das heisst, wenn du jetzt bei einem Label würdest signen mit einem Song X, dann kümmert sich die Lizenzabteilung darum, dass dein Song vielleicht in Werbungen platziert wird, in TV-Sendungen, einfach alles, was mit Lizenzierungen zu tun hat. Man nennt es im Englischen Synchronization Rights, aber alles, was mit Lizenzen zu tun hat. Wenn jetzt irgendwie ein grosser Hersteller kommt und sagt, hey, wir haben da eine neue bombastische Werbung, die wir machen, wir wollen diesen Song haben, bitte, dafür. Und dann müssen sie meistens zu einem Label gehen, wo der Song halt die Rechte dazu haben. Und müssen halt für die Lizenz, im Idealfall, in den meisten Fällen halt zahlen. So. Und für das ist halt die Lizenzabteilung da. Dann, näher zusammen mit der Lizenzabteilung ist die Brandabteilung, die Brand Partnership Abteilung. Das sind die zu irgendeinem grossen Brand würden gehen und nachher eine grosse Kampagne irgendwie könnten an Land ziehen mit dem Künstler, der bei dem Label unter Vertrag ist. Halt die mit den Brands reden, interne Label-Leute, die mit Fashion-Brands oder Autohersteller oder generell einfach anderen Brands zu haben, die irgendetwas mit Musik machen wollen. Genau. Und dann gibt's noch die Analytics- und Legal-Abteilung. Auch nicht zu unterschätzen, aber die spürt man da wieso nicht in der Schweiz, wenn man jetzt da Künstler wäre, der bei einem Label ist. Aber ja, so die Analytics, das sind eher so ein bisschen Amis, also in grösseren Ländern haben sie halt dort Analytiker meistens angestellt. Leute, die sich halt lieber lange Tage nur Zahlen anschauen und Statistiken. Julia ist auch noch da, sieh zu, ich wink dir mal. Hallo, dass du noch dabei bist da. Wir reden über Labels heute, das Thema, einfach, dass ich es nochmal reinrede. Und haben uns jetzt ein bisschen die Abteilung angeschaut, aber für die jetzt da neu dazustossen, könnt ihr das natürlich nachher auf Instagram noch schauen, später. Aber ich rippe es auch durch die Hilfe da vom IDM und tue es nachher auch noch später auf YouTube, die vollständige Sendung, dass ihr das noch schauen könnt. Wir haben es gerade davon, was es für Abteilungen noch gibt. Eben, da gibt's halt noch Royalties, Legal und Analytics Abteilungen, Statistiken, schreibt da der Tim. Statistiken, auch mittlerweile, genauso wie in anderen Branchen, ist das in der Musikbranche auch sehr essentiell geworden, dass man immer mehr Analytiker da drinnen hat, die einfach eben Umsatzstatistiken anschauen oder einfach schauen, wie verhalten sich halt Konsumenten, weil das halt viel auch mit Marketing zu tun hat. Oder halt, als Künstler kennt man das, wenn man jetzt einen Spotify for Artist oder einen Apple Music for Artist Analytics Account hat und sich dort die Zahlen anschaut. Und ihr müsst euch vorstellen, bei einem Label passiert das einfach auf einer viel tiefgründigeren Art noch, weil
von einem Künstler kann man ja nicht erwarten, man halt nicht, dass das riesen Analytics-Cracks sind. Aber da gibt's halt, bei grösseren Labels, internationalen, gibt's halt dort Leute, die extra nur für das eingestellt werden. So. Genau, Legal-Leute, ja, sind meistens, da gibt's halt nicht mega viele Leute, die in der Rechtsabteilung arbeiten, in der Schweiz zumindest. Die sind dann meistens deutsche Rechtsabteilungen oder Leute, die da irgendwie extern angestellt werden. Aber ja, alles, was mit Musikrecht zu tun hat, muss ich da jetzt nicht irgendwie erzählen, ist ein riesen Thema. Zudem gibt's übrigens auch auf dem YouTube-Channel Collab Podcast, wenn ihr könnt suchen, gibt's eine 1,5-stündige Folge zu Musikrecht, wenn euch das interessiert. Spannendes Thema, muss man auch dort mal reinschauen. Genau. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, einfach reinschiessen, so, für die jetzt da gerade live zuschauen und sonst über DMs. Die letzten 20 Minuten würde ich jetzt noch schnell, Niran Ju, auch an dich willkommen zum Collab Podcast. Die letzten 20 Minuten würde ich jetzt noch dafür brauchen, um ein bisschen mehr Input noch geben. Das mache ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ich da recht viel habe und nicht dazu komme, alles zu sagen. Aber generelle Meinungen zu Labels. Von mir jetzt, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren selbstständig oder ein bisschen mehr als ein Jahr und 3-4 Monate. Darum, danke vielmals. Ja, ist cool. Wenn ihr Fragen habt zu Labels, einfach reinschiessen, bitte. Generell, alles. Und sonst schaut die Folge nachher später noch. Aber das sind jetzt so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich da euch noch mal mitgeben will. Und da habe ich einfach ein paar Punkte jetzt noch aufgezählt, wo wir da vielleicht diskutieren. Generell, so, Labels, Musiklabels, dürfen wir auch nicht unterschätzen, oder sage ich auch immer gerne noch, der Künstler, sind nach wie vor noch, weil es fragen mich ja viel so, braucht man ein Label, soll man dort reingehen oder sollte man es lieber alleine machen und so. Ich würde da jetzt ein bisschen Pro und Contra eher sagen, also neutral natürlich, es ist nicht alles nur Pro, so. Aber generell Labels, müsst ihr euch vorstellen, sind rein als unabhängige Partei, sind es immer noch eine der besten Adressen für Künstler, wenn du mit Leuten zu tun haben, die dich kultivieren, dich aufbauen und Artist Development betreiben. Weil es gibt auch so die Catchphrase, dass es irgendwie nicht kein Artist Development mehr gibt, also dass es keine Künstlerentwicklungen mehr gibt bei diesen Labels, dass kein Fuck geben, so, ob du jetzt wachsen tust, also beziehungsweise ob du einfach als Künstler musikalisch weiterkommst. Und ich habe das immer so ein bisschen als Fake News erachtet. Also so, das sind jetzt auch ein bisschen meine persönlichen Eindrücke, die ich da kann. Auch nicht mega biased, aber ich erkläre euch dann noch, wieso ich jetzt denke, ja, gewisse Labels machen das immer noch am besten, wenn es darum geht, einen langfristigen Künstleraufbau mitzubegleiten. Weil wenn man dort von Künstlerkultivierung redet und Künstleraufbau, dann vor allem jetzt in Zeiten, ich sage das genau aus dem Grund, weil wir jetzt in so Zeiten stecken, wo irgendwelche Tech-Companies oder andere Brands mega Interesse haben, Simple, auch dich, hallo, dass andere Brands mega Interesse haben, mit Musikern oder Künstlern zu reden und auch direkt irgendwelche Businesses machen mit denen. Und vor allem in dem Boom, wo jetzt Musikcontent in letzter Zeit wieder hat, wo es voll aufgeht, wegen Streaming auch, wollen natürlich immer mehr Leute oder mehr Businesses mit Künstlern zusammenarbeiten oder Musikern. Und in dem ganzen Universum sind halt Labels immer noch for the record, so sage ich da auch gerne in dem Stream, sind Labels immer noch die unabhängigste, grössere Partei, sage ich jetzt mal, nebst deinen eigenen Aktivitäten, nebst deinem eigenen selbstständigen Team, das du hast, sind Labels immer noch die stärkste Adresse, zu denen du kannst gehen, wenn du jetzt wirklich würdest irgendwie erfolgreich eine Künstlerkarriere grösser machen. So. Wenn du das jetzt zu früh machst, zu spät und so, das ist alles diskutierbar, dass es ein Label auch nicht zaubern kann und dich auch nicht und auch nichts kann machen, wenn du keine Flamme schon hast, selber von dir aus, zu dem kommen wir aber noch. Aber wenn es um Artist Development geht und Artist Kultivierung,
gibt's zwar gerne andere Parteien, die dann auch sagen, ja, wir machen das alles auch und schön und gut, aber es sind meistens so die passionierten Label-Leute, wo klar, die wollen halt wirtschaftlich, dass es läuft, müssen sie auch, weil es ein Business ist, so, aber das sind meistens auch die, wo 8, 9 Stunden pro Tag halt Tag ein, Tag aus nur Musik diskutieren und halt wirklich halt sich den lieben langen Tag mit Musik befassen. Und wärst jetzt Künstler, wäre ich jetzt ein Künstler, würde ich mich natürlich wählen also ich finde das voll legitim und nicht verwerflich dann, weil Leute denken dann teilweise, dass ich so anti-Label bin irgendwie. Jetzt, wo ich nicht mehr bei einem Major arbeite, überhaupt nicht so, ich schaue das neutral an, aber so, ich würde es jetzt verstehen, wenn man als Künstler würde sagen, hey, schau, man würde sich ja mit Leuten assoziieren, die halt das leben und embracen den ganzen Tag. Und für das sind Label-Leute sehr gut. Also, für das sind sie auch sehr gut zu gebrauchen. So. Trotzdem, natürlich, in diesem Kontext sage ich immer, do it yourself, solange du kannst, weil du halt einen eigenen Boden aufbauen sollst. So das Mantra, mach dich selber heiß. Immer zuerst dich selber heiß machen. Aber sofern du halt kein eigenes starkes Team hast um dich herum, wo unabhängige Leute sind, kann es auch helfen. Es muss nicht helfen, also es muss nicht immer so sein, aber es kann auch helfen, wenn du plötzlich nachher Label-Ressourcen hast oder ein Label-Team. So. Es sei denn eben, du bist jetzt eher so ein Künstler, der halt ein eigenes, starkes Team hat, und dann würde ich eher immer empfehlen, wenn mich Leute halt dann auch fragen, immer zuerst empfehlen, selber viel zu machen und einen Boden aufzubauen und erst später vielleicht mal überlegen, ob man die Operation grösser könnte machen mit einem Label, allenfalls als Partner, als Businesspartner. Genau, weil das ist so ein bisschen essentiell, vor allem wenn man über Artist Development und so redet, finde ich. Weil es stimmt nicht, ich würde jetzt nicht die Meinung vertreten, dass kein Artist Development mehr betrieben wird bei diesen Labels. Ich habe eher das Gegenteil der Fall gehabt. Ich habe ganz viele Künstler auch geschafft, internationale, oder das Glück gehabt, dass ich das in der Schweiz können schaffen mit gewissen Kolleginnen, die da zuschauen ein bisschen, wo wir sehr, sehr lang begleitet haben. Und auch jetzt, wenn ich für jemanden Consulting mache oder die Musikberatung, muss man sich darauf einstellen, dass es halt länger geht, bis ein Künstler mal irgendwo auf einem Level ist, wo das halt Sinn ergibt und wo halt auch Fans da sind und Hörer, die halt den Sound abfeiern. Also es ist ein Grind, es geht halt lang, es ist ein Marathon. Genau, vor allem in der Popkultur, alles was popkulturell relevant ist. Also versucht mal, einfach als einfacher Input, versucht mal beim Schweizer Staat, eine Kulturförderung zu bekommen für Musik. Vor allem wenn du Popmusik machst, Mainstream-Musik. Extrem schwierig. Also die Leute wissen gar nicht da draussen, wie wenig eigentlich die Schweiz noch für Kulturförderung macht, wenn es um Musik geht. Und da kämpfen natürlich die Labels und die Leute in der Musikindustrie, tun da auch ihren Teil dazu beitragen, dass das alles mehr gefördert werden soll von allen Seiten. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Dann auch eine grosse Misconception oder ein Missverständnis, wo ich immer mal wieder höre, ja, Business Deals, wo du nachher machst bei einem Label. Du verkaufst ja deine Seele dort. Ich will jetzt da nicht irgendwie einen Conspiracy oder Illuminati-Talk haben, aber so, ja, Seelen verkaufen und du tust irgendwie ein Stück, du gibst ihnen alles ab und pipapo, und hast dann keine Kontrolle mehr. Dort auch immer ein ganz wichtiger Grundsatz, und das ist halt die harte Realität. Am Ende vom Tag selbst wenn du jetzt einen Business-Deal gehst mit einem Label, bist du als Künstler, der den Vertrag unterzeichnet, bist du immer noch in deiner eigenen Verantwortung. Das sage ich dann vielen ganz oft. Ist das deine eigene Verantwortung, dass du halt Kontrolle hast über deine Musik, Karriere, in Klammern. Weil es ist nicht nur Musik, es ist auch Musikkarriere, wenn du jetzt würdest wirklich etwas dazu machen. Und es wäre jetzt ein bisschen zu einfach, wenn du einfach sagst, ja, ich sign nachher mein Leben weg an irgendein Label und habe nachher geschissen, weil du hast das immer noch selber in der Hand. So, das sagen ja ganz vielen, es soll eher Motivation sein, weil ich mache das jetzt auch selbstständig und rede mit ganz vielen Künstlern und frage sie mich, ja, wie fühlt ihr das so? Und man muss sich
selber auch, man muss sich selber können helfen. Als allererstes. Egal, ob du jetzt mit einem Label zusammen schaffst oder nicht. Alles, was ein Label kann machen, im besten Fall, ist das multiplizieren, was du schon hast. Aber dass das Business funktioniert und dass du deinen Vertrag anschaust, weil ich halt von genauso vielen Stories, wo ich gehört habe, ja, das Label hat nicht ihren Job gemacht, habe ich halt genauso viele Stories gehört von Künstlern, die halt nicht checken, was in ihrem Vertrag steht. Und dort gibt's halt wie so das Sprichwort, wo ich mir da aufgeschrieben habe, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sagt man, glaube ich, nennt man das. Sprich, wenn du halt den Vertrag nicht anschaust, oder, also es mag jetzt ein bisschen hart tönen, so, ich würde es trotzdem irgendwie neutral sagen natürlich, aber es ist halt immer noch, egal in welcher Businessbeziehung du bist, ob du Künstler bist oder mit jemand anderem Privatbusiness machst, ist es immer noch deine eigene Verantwortung, dort sich entweder Leute zuholen, die das verstehen und mit dir zusammen können anschauen, oder wo du genau selber weißt, was du dort auch unterschreibst. Generell bei Verträgen, alles was ihr unterschreibt, egal ob jetzt mit Labels oder nicht, würde ich euch natürlich immer empfehlen, dass ihr, wenn ihr das selber nicht checkt, holt euch dort jemanden und bezahlt die Person vielleicht im besten Fall, so dass auch wirklich ein Service da ist, dass ihr halt das anschaut. Weil ich höre es noch zu oft, dass irgendwie Künstler auch finden, ja, nein, scheiß mal auf das Business-Zeug. Und für das ist eigentlich der Collab-Podcast auch ein bisschen da, um euch das ein bisschen näher zu bringen, oder ein bisschen diskutieren. Aber man ist als Künstler in der Eigenverantwortung auch. Ich hoffe, das hat jetzt nicht hure hart tönt so. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen, was ich damit meine. Perspektive. Aber ja, wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, einfach reinschiessen für die letzten 8 Minuten, die uns da noch sind. Aber ja, es gibt natürlich so Machtverhältnisse da. Das wollte ich noch schon sagen, dass ja, wenn man jetzt dann natürlich nicht so einen grossen Status hat als Künstler, dann muss man auch nicht erwarten, dass man jetzt hure viel Verhandlungsbasis hat bei einem Label. Darum sage ich auch immer, Labels schön und gut, soll man auch sich anhören und mit diesen Leuten schwätzen, wenn man Interesse hat, das grösser zu machen. Aber immer zuerst schauen, wie kann ich meine eigenen Ressourcen und meinen eigenen Boden, wie kann ich mich noch grösser machen selber und schon mit einer Vision kommen, wo halt dann nicht mehr viel gemacht werden muss, blöd gesagt. Oder wo halt wirklich alles schon steht, dein Fundament, wo du dir selber gelegt hast. Genau, eigener Plan, eigene Vision, habe ich mir halt da noch aufgeschrieben. Und das Label eben, so wie ich das die Eindrücke kann, ist ein Label nicht useless. Das würde ich nie sagen, ist überhaupt nicht, ist gar nicht der Fall in der Schweiz, egal ob du mit einem Indie-Label zusammenarbeitest oder mit einem Major. Aber es soll zu einem richtigen Zeitpunkt passieren. Und zu einem Zeitpunkt, wo halt du vielleicht schon einen Boden hast oder irgendetwas hast, mit dem du dort an den Tisch kannst kommen. United Kingdom schreibt da, eventuell bei Vertrag bei einem Anwalt abklären. Absolut, absolut. Natürlich. Alles, was vertragstechnisch ist, vor allem, weil es da so Klauseln da drin hat, auch in der Musikindustrie, die halt sehr komplex sind, soll man sich das immer ein bisschen gegenchecken lassen. Dort so als Hint, als kleiner Tipp, auf suiza.ch ist es, glaube ich, auf der Verwertungsgesellschaftsseite, gibt es auch Adressen für Pro Bono Anwälte, also Leute, die das, Musikanwälte, die das ein bisschen, die sind, glaube ich, irgendwie von einem Suiza-Verband, irgendwie eine halbe, gibt es dort einen gewissen Kontakt. Könnt ihr mal dort abchecken und suchen nach so einem Tab, wo es dann um Legal geht, also wo es um Musikrecht geht. Jetzt dort so ein paar Adressen gibt es in der Schweiz, wo du kannst mit wenig Geld kannst gewisse Leute angehen, die das verstehen. Oder hol dir halt jemanden dazu, wo halt versteht, mit was man Geld macht als Label und was so in einem Vertrag drin steht. Genau. Als letztes, weil ich jetzt nur noch 5 Minuten habe, aber danke für alle, die jetzt noch zugeschaltet haben. Normalerweise ist das am 7:45. Toni Maroni ist jetzt auch noch dazugekommen. Geil Sieg. Die Folge werdet ihr nachher auch noch auf YouTube sehen. Aber abschliessend würde ich da noch sagen, also noch einen weiteren Punkt, wo ich auch mitgeben kann. Es gibt dann auch so etwas wie Full-Service-Agenturen oder Labels, wo alles machen. Live, Management, Label, Vertrieb, Promo, alles. So. Und dort muss man sich als Künstler ist ganz wichtig, dass man sich dort ein bisschen vor Augen hat, dass es gewisse Interessenskonflikte könnte geben vielleicht. Weil es soll nicht die gleiche Partei,
wo dein Label ist, sollte nicht zwingendermaßen auch noch dein Management und dein Live-Recht machen, aus einfachen Gründen, weil das halt zwischen diesen verschiedenen Leuten eigentlich zu Interessenskonflikt kommen. Und dort gibt's halt eben Legal, so wie der Tim das gesagt hat, Legal und Management sind halt meiner Meinung nach jetzt so als Input sind immer unbedingt zwei Sachen, die immer unabhängig sein müssen. Also lasst euch da auch nicht irgendwie auf Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, ich mache dann alles für dich, Label, Management, Vertrieb, Promo, Live, alles, pipapo, ist schön und gut, könnte man auch machen. Es gibt auch Beispiele, wo es so funktioniert haben. Aber umso grösser die Operation wird, umso mehr wirst du dann irgendwann mal, vielleicht das Management, wird andere Interessen haben als ein Label oder ein Label andere Interessen hat als ein Live-Veranstalter. So, und das sind Sachen, die sich beißen können. Im Idealfall sind das alles Synergien, aber die können sich auch beißen. Darum würde ich sagen, Management und Legal, also deine Anwälte, immer separate Leute. Vanessa, auch dir danke, dass du zuschaust bei diesem Cola-Podcast. Ihr könnt die Folge, wie gesagt, es geht um Labels, generell so ein bisschen eine Folge, um das ein bisschen näher zu bringen, all die Leute, die das interessiert. Ihr könnt die Folge auch gerne nachher noch 24 Stunden auf Instagram anschauen oder auf YouTube dann. Aber genau, unbedingt dort auch verstehen, das sind nicht immer Parteien, die alle das gleiche Interesse für dich haben, so als Künstler. Genau, für 3 Minuten. Ich weiss nicht, wenn ihr noch Fragen habt oder Input, bringt das jetzt oder sonst auch gern für die das später anschauen werden, über DMs. Ich mache das jetzt am 7:45. Das hat jetzt auch alles ein bisschen so gewirkt für, okay, was spricht für Labels? So, es gibt natürlich auch Sachen, die nicht für Labels sprechen, also dass du jetzt gerade sofort signst. Und die würde ich einfach im Schnelldurchlauf da noch schnell machen, weil mir nicht viel Zeit gibt. Aber wenn du jetzt eher ein Künstler bist, der releasen wird, wenn du willst, wie du willst, und ohne irgendjemand, der irgendwie reinredet, dann ist vielleicht das Label noch nicht der richtige Move für dich. Weil Labels in den meisten Fällen mit Vorläufen arbeiten. Das Lieblingswort von gewissen Labelmenschen dann auch. Vorlauf. Und auch das Lieblingswort von mir, muss ich auch sagen, dass du ein bisschen Planung hast. Und jetzt eher so ein Freigeist bist und die Ideologie vertrittst, ich will releasen und machen, was ich will, wie ich will und wo ich will, ja, dann ist vielleicht das Label eher die falsche Adresse im Moment für dich. Dann, wenn du eine eigene, klare Vorstellung hast, was deine Vision ist, und wenn du ein Team hast im Hintergrund, das für dich schafft, unabhängig, dann gibt es auch gewisse Sachen, die du auch alleine kannst machen, ohne Labels. Oder vielleicht allenfalls nur gewisse Abteilungen nachher in Anspruch musst nehmen. So zum Beispiel nur den Vertrieb, oder wenn du Promo selber machst, brauchst du halt nicht die Promo-Abteilung. So. Und unbedingt, Label ist auch dann nicht sinnvoll, wenn du halt zu früh willst sein. Weil jeder wird halt zu früh eben overnight Success haben und hure schnell funktionieren. Aber das ist in den Fällen, wo ich jetzt viel mal gesehen habe, wenn du halt zu früh ohne eigenen Boden würdest irgendwo sein und du hast noch keine Fans, du hast noch keine Hörer, du hast nichts, dann kann man sich halt auf einen sehr langen Grind einstellen bei diesen Labels. Also es gibt halt wie so Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Ich kann aber auch nicht alles behandeln jetzt in dieser Stunde. Mir bleiben nur noch 40 Sekunden. In dem Sinne, es ist jetzt einfach eine kleine Introduction zu Labels und was es da, dass man sich hoffentlich ein besseres Bild gemacht hat. Merci für all die zugeschaut haben. Ein bisschen verspätet diesmal, sorry. Aber das nächste Mal wieder jeden Mittwoch da auf Instagram am Viertel ab. Und für die es nachher später schauen, schreiben wir ruhig auch DMs, wenn ihr irgendwie noch Fragen hättet, weitere Fragen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal würdet zuschauen. Und checkt auch den YouTube-Link ab in der Bio. Dort sind alle ganz viele Episoden. Tschüss zusammen, die letzten 5 Sekunden.